Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem, ja, ich weiß noch nicht, ob es ein Let's Play wird. Sicher mal ein Let's Zock. Also so einfach ein Part mal. Dungeon Defenders. Ihr habt es wahrscheinlich schon mal gehört, ich habe ein bisschen darüber plagiert. Ich habe extra mein lokales Game alles gelöscht. Extra für das. Donning his robe and wizard hat, the apprentice is eager to delve deeper into the world of the arcane. Ja, er erzählt jetzt da, was da unten eigentlich steht. Ihr könnt es lesen, wenn ihr wollt. Es gibt 4 Klassen. Es ist ein Defender-Game, wie der Name schon sagt. Was das ist, sehen wir dann live. Es gibt noch einen Ritter, man sieht sogar die Unterhose. Wir sehen nachher noch im Intro, dass das eigentlich nur Kinder sind. Also, ja. Jägerin. Und ja, ein Mönch. Ja, das sind die 4 Klassen. Da, es gibt noch mehr, stimmt. Das sind so... Ich weiß nicht, wie man die bekommt. Wahrscheinlich muss man es kaufen. Oder gewinnen. Keine Ahnung. Wir nehmen als erstes einfach den normalen Mage. Könnt hier noch ein bisschen einfärben. Ich habe gerne einen grünen. Also dunkelgrün, sekundär rot ist okay. Hätte gerne ein bisschen geiler. So, voll easy, oder? Ach Mist, ja, wir könnten noch Dings... neue Sachen kaufen. Jetzt muss ich das nochmal machen, darum habe ich Mist gesagt. So, das ist zwar auch easy so. Fast ein bisschen violett. So, gut. Bartholomäus. Exitus. Ganz klar. Ja, und ich finde es extrem herzig, die Grafiken und so. Da seht ihr meinen Kristall. Da seht ihr auch noch, dass da... Ja, ich sag's dann. Wir sehen es dann. Man kann da... geil, ich habe noch neue. Ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt. Am Anfang habe ich nur die 2 können. So, die 2. Ich nehme mal den. Der ist geil. Und das mal machen grün. Wow, aber weiß wäre auch cool. Nein, das ist zu grün. Die Aura. Könnte man mal so rot machen. Ja, das sieht echt blöd aus, hä? Violett, echt. Ja, so ein bisschen Türkis. Mehr Farbe. Und unsere Seele. Wir sagen blau. Oder gelb. Oder orange. Geil, komm. Ist nicht so wichtig, man kann es immer wieder ändern. Aber es ist mir ein bisschen zu grün, ehrlich gesagt. So ein Schwarz gibt es nicht. Ne? Das wäre schwarz. Ja, nehmen wir den, komm. Ist nicht so wichtig. Man könnte sich 4 Helden insgesamt erstellen, also von jeder Klasse eine, oder man kauft sich neue Klasse. Wir nehmen den. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass ich nicht alles überspringe, weil wenn ich selber spiele, überspringe ich natürlich alles, weil ich es schon gesehen habe. Und entschuldigt mich bitte, ich bin extrem verknüsselt und ein bisschen verhustet. Ja. Die Levels habe ich alle schon gemacht, am Anfang haben wir natürlich nur das erste und das möchten wir dann auch gerade. Aber wir wollen zuerst umschauen, wir haben noch ein Level-Up, können wir mal machen. Es gibt Gesundheit, Schaden, Geschwindigkeit und Aufbaugeschwindigkeit vom Held. Dann die Türme selber, die Gesundheit haben, Grundschaden, Wirkungsbereich und Angriffsrate. Das kann man irgendwie nicht oder noch nicht gut leveln und diese Fähigkeiten auch noch nicht. Ich nehme als erstes Grundschaden, das finde ich recht wichtig. Von der Türme. Gut, dann gibt es hier einen Händler, es ist alles noch so ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Es gibt einen Kristall und Verteidigermaschine verschmieden. Und da so einen Typi, wo man DPS messen kann. Man kann so angreifen. Ja, das zeige ich im Game, komm.
Und was man da alles kann brauchen, das zeige ich auch alles dann nach dem ersten Level. Ich hoffe, es lange Zeit. Mal schauen. Vielleicht, ja, in 5 Minuten sollten wir etwa fertig sein. Mittel haben wir noch schneller. Ja, komm, machen wir Mittel. Es sollte schon gehen. Wird zwar am Anfang ein bisschen kritisch, aber nein, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also, pst. inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duty. Dungeon Defenders. Ja, somit haben wir erfahren, eben, die Kinder haben ein bisschen dumm da und müssen jetzt da die Kristall befreien vor diesen Feinden, die kommen. Man kann entweder so spielen, muss die Kiste aufmachen, oder so spielen. Ich habe es am liebsten so. Ah ja, am Anfang kann ich nur 40 Mana holen. Also insgesamt. Mit dem Mausrädchen komme ich da rein. Man kann die Türen verkaufen, reparieren, aufwerten. Da sind Heldensfähigkeiten noch drin. Ich tue mir die gerade mal wieder so her, dass es für mich stimmt. Die habe ich auf dem 7. und 8. Reparieren habe ich da. Und das mache ich sowieso eigentlich meistens da rein. Dann am Anfang komme ich nur den Magierturm. Diese Sachen erkläre ich gar noch nicht erst. Wir werden es sehen. Ich werde wahrscheinlich 2 Parts Let's Zocken machen, habe ich gerade beschlossen. Gut. Wie ihr seht, Radius begrenzt. Also dort drinnen greifen sie an. Und ich muss jetzt einfach da möglichst können schützen. Ich selber kann natürlich auch noch kräftig mitmischen. Ist auch wichtig, dass das geht. Also sonst hätte ich keine Chance wahrscheinlich am Anfang. Und sehr wahrscheinlich hätte ich sollen auf Licht anfangen. Also das wird übler. Ich weiß es jetzt schon. Ich verbaue jetzt einfach gerade alles Mögliche. Bögi. Okay. Am Anfang ist eben auch mühsam, man kann nur einen Turm aufs Mal mittragen sozusagen. Aber sobald ich den ersten Level genommen habe, habe ich 80 Mana und kann schon 2 Truhen miteinander öffnen und dann gerade 2 Türme setzen oder einen stärkeren oder was auch immer. Gut, dann könnte ich jetzt entweder zum Kristall rennen und die Feinde bestellen, die Welle Cola oder G drücken. Dann gehen die Tore auf und die Kampfphase beginnt. So, jetzt kann ich es erst angreifen, wenn sie aus dem Kreis rauskommen. Ah, okay, nein, Mittel sollte kein Problem sein. Sehr schön, ich schaffe es noch allein. Das ist tipptopp. Es gibt auch verschiedene Gegner. Jetzt kommt da noch ein Dunkelelfen-Bogenschütz. Ah ja, genau, ich kann noch lang heben. So, grosse Schüsse machen, man sollte nur noch treffen. Oder ich kann auch so machen. Gesehen, und werden weggeschleudert. Und Mage Towers schiessen auch schon fleissig. So, erste Welle schon geschafft. Kein Problem, oder? Gut, und da ich jetzt nur Grüne in den Kisten finde und ich nur noch 8 aufnehmen könnte und somit 2 verschwendet wäre, gehen wir mal da hin. Lagern mal die 32 Mana rein, es liegt sowieso genug rum. Und wir können nichts anderes machen, außer Magiertürme. Das geht noch. Eine Welle.
2 wahrscheinlich. Nein, eine sollte lange. Es droppt eine Ausrüstung. Mit F kann man es direkt anlegen. Mit E lagern. Bringt es aber oftmals nicht, weil es eigentlich direkt verkauft wird. Es wäre gleich stark. Braucht man nicht. Ich würde sagen, ich mache da mal 3 Herren. Oben rechts seht ihr die Wellenanzahl. Plus Abwehreinheiten. Ein Turm ist glaube ich 3. Je stärker der Turm, desto mehr Abwehreinheiten kostet er und maximal 60 in diesem Level. Kann ab und zu Problemen führen, wenn man es zu vierten spielt, weil jeder einfach alles herbaut und niemand überlegt, was eigentlich wirklich sinnvoll ist. Das ist erst ab Stufe 3, also da lohnt es sich jetzt das mal lagern. Stufe 3 auch lagern. Es liegt daran, dass ich jetzt schon auf Mittel spiele, dass da schon drauf Stufe 3 Sachen kommen. Das lasse ich jetzt eben auch ungern liegen, aber fürs Let's Play gehe ich jetzt nicht extra nochmal zum Kristall und das Lagern. Egal. Jetzt kommen schon aus 3 Tour. Das wird übrigens auch angezeigt, das habt ihr vorher vielleicht bemerkt. Los! Ui, schau, denen stürmen es. Nicht mit mir! Ich bin der Exitus. Oh, Entschuldigung. Bratzel, Bratzel, Britzel, Brutzel. Das sind aber nicht meine Lieblingstöne, die braucht man nachher eigentlich gar nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Komm doch, komm doch. Ah genau, eben am Anfang, da hinten kann man es nicht verwunden, wenn es einmal drüber gegangen sind, dann kann man es verwunden. Wuhi! Stufenaufstieg möglich. Schön. Machen wir nochmal da und Reichweite von der Tür. Plus, wir können jetzt 60. Ah, erst 60 tragen. Mist. Ja, und wie ihr seht, Mana hat man auf jeden Fall genug. Neuer Stab. Schön. Hoppala. Ja. Also ich werde auf jeden Fall 2 Parts aufnehmen, dass ich den Level immerhin abschliessen kann. Das lange gleich nicht mehr. Das Zeug gehe ich jetzt wieder lagern, weil es so viel rumliegt. Das können wir später brauchen, um unsere Waffen upgraden. Oder unser Haustier. Und dann kräftig mitkämpft. Also es wird sehr, sehr komplex, das Spiel. Und je nachdem, was ihr dazu meint, könnt ihr es auch wirklich Let's Playen und die verschiedenen Klassen vorstellen. Who knows? Jetzt gehe ich mal noch da oben vorbereiten. Da kommen auch bald Gegner raus. Und das sind fetzen Gegner, also wirklich die krassesten in diesem Level. So. Ja, es langt immer noch. Hey, schau mal an, wie viel das... Das liegt eben auch daran, dass es Mittel ist. Am Anfang, wenn man leicht anfangen, hat es nicht so viel Warum. Ja, ist natürlich auch logisch. He? So. Jetzt nur noch der Turm. So. Dann noch die Kistchen sammeln. Also ich werde es jetzt nur noch wegen der Ausrüstung öffnen. Ah, Stufe 3. Mist. Haben wir aber bald erreicht. Und dann können wir auch Blockaden machen. Yes, können wir brauchen. Stufe 6 nehmen wir mit. Dann können wir auch Blockaden machen und uns noch besser schützen. Das wird grandios. So, dann wäre ich eigentlich parat für die nächste Welle und das Level Up. Aber erst im nächsten Mal. Schreibt Comments, schreibt, ob ihr das als Let's Play habt oder ob es euch lange als Let's Zock, wenn ihr es mit mir spielen. Ich habe noch 2-3 Plätze frei, um mit mir zu zocken. Bis dann. Peace.